أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Die Ayat, die wir jetzt gehört haben, das sind die Ayat 30 bis 39 aus der Surah Al-Baqarah. Ihr merkt, ich habe Ayat gesagt und nicht der Begriff Vers, weil wenn man von Vers redet, ist eigentlich etwas anderes gemeint. Ein Vers ist eine Struktur von einem Gedicht oder ein Ayah ist etwas ganz Bestimmtes. Ein Ayah ist ein Teil von einer Surah. Also wenn ich jetzt einen Vers mit Satz zum Beispiel Ayah mit Satz würde übersetzen, dann wäre das falsch. Wenn man es wortwörtlich mal übersetzen würde, man sehen, dass manchmal ein Ayah nur ein halber Satz ist. Oder ein Ayah sind mehrere Sätze. Zum Beispiel ganz gegen den Schluss von der Surah Al-Baqarah gibt es ein Ayah, die ist eine ganze Seite lang. Das ist nicht ein Satz. Das ist aber auch nicht ein Vers. Ein Vers beinhaltet, dass es sich reimt. Gut, der Koran reimt sich schon auch häufig. Ein Vers muss einen bestimmten Rhythmus haben. Ich meine, ihr habt das im Deutsch sicher alle auch studiert, wie ein Vers eben sein muss. Und das gilt für den Koran nicht. Also ein Ayah ist ein Teil von der Surah. Die Surah ist ein Teil vom Koran. Und die Surah ist kein Kapitel. Weil auch ein Kapitel ist etwas anderes. Ein Kapitel, also ein Buch, ein Roman zum Beispiel, wo aus mehreren Kapiteln besteht, dann ist jedes Kapitel voneinander aufbauend. Wir haben das erste Kapitel, dort wird meistens gibt's eine Einführung, die Charaktere werden vorgestellt, dann gibt es das zweite, dritte Kapitel, das wird irgendwie so Spannung aufgebaut und gegen Schluss löst sich dann alles und im letzten Kapitel gibt es ein Ende oder was auch immer. Der Koran ist nicht so aufgebaut. Der Koran hat schon eine Struktur und ist auch aufbauend, aber ich kann zum Beispiel Surah Al-Baqarah losgelöst von allen anderen Surah auch schauen. Oder ich muss nicht zuerst Surah Al-Baqarah gelesen haben, damit ich nachher Surah Al-Ikhlas verstehen kann. Deshalb ist der Begriff Kapitel falsch, weil Kapitel einfach etwas anderes heisst. Und es gibt auch gar keinen Sinn, ein Wort zu erfinden für etwas, was es im Deutschen nicht gibt. Wir haben im Deutschen sehr viele englische Begriffe, französische Begriffe, sogar im Türkischen haben wir viele französische Begriffe, die man einfach übernommen hat. Und heutzutage ist man der Meinung, dass man auch die arabischen Begriffe kann in die deutsche Sprache einführen und das wird auch gemacht. Und also Surah ist Surah, Ayat ist Ayah. Und das Plural ist Ayat mit dem T am Schluss. Gut. Heute wollen wir uns die Geschichte von Adem a.s. anschauen. Die Geschichte von Adem a.s. im Koran wird an 7 Stellen erzählt. Es kommt an 7 verschiedenen Orten vor. Hauptsächlich, also der grösste Teil der Geschichte wird erzählt in der Surah Al-Baqarah und in der Surah Al-Araf. Heute schauen wir nur den Teil an von der Surah Al-Baqarah. Ich möchte eigentlich häufig, wenn also so oft wie möglich, wenn wir etwas lernen oder machen, so viel wie möglich direkt uns am Koran halten und schauen, was erzählt der Koran und das weitergeben. Wenn der Koran keine Antwort gibt, beziehungsweise wenn da ja nicht klar genug ist, dann kann man sogar diese greifen, dann gibt es andere Möglichkeiten. Aber ja, wir möchten uns so fest wie möglich am Koran halten. Und das machen wir jetzt bei der Geschichte von Adem a.s. auch. Die Geschichte von Adem können wir in 6 kleinere Teile unterteilen. Die erste Frage lautet Jannah oder Erde. Also für was ist eigentlich Adam a.s. erschaffen worden? Ich möchte mit der Ayah früher anfangen, als er jetzt gelesen hat, mit dem 29 von der Surah Al-Baqarah. Die lautet so: Er, als Allah, ist derjenige, der für euch alles auf der Erde erschuf. Dann wandte er sich den Himmel zu, sogleich machte er die 7 Himmel und er ist über alles allwissend. Die Ayah kommt unmittelbar vorher. Also Allah Ta'ala hat die Erde erschaffen, noch bevor er den Menschen erschaffen hat. Und die Himmel auch. Und da sagt er aber schon, für euch. Ja, das ist die Frage, wer ist da mit euch gemeint? Und da wir die Koran-Lesenden sind, das sind wir Menschen gemeint. Also Allah Ta'ala sagt im Koran, dass er die Erde für uns Menschen erschaffen hat. Und nicht nur die Erde allein, sondern alles, was auf dieser Erde ist. Also alles, was man essen kann, was man sehen kann, was man benutzen kann. Alles, was auf dieser Erde erschaffen worden ist. Oder um die Erde, also mit Erde dürfen wir uns natürlich nicht nur jetzt auf die Kuppel
beschränken, sondern auch an die Gestirne und alles, was Allah erschaffen hat, ist für uns erschaffen worden. Und das, bevor Adam a.s. erschaffen worden ist. Wieso sage ich das? Weil vielmal haben wir das Gefühl, Adam a.s. ist erschaffen worden im Jannat, fürs Jannat, und weil er eine Sünde begangen hat, auf das gehen wir nachher rein, ist er vom Jannat rausgeworfen worden als Strafe oder als Verbannung. Und das ist nicht ganz korrekt. Das ist die christliche Weise, wie man die Sache halt häufig hört. Und häufig tun wir auch Sachen von der christlichen Lehre übernehmen, sei es das aus der Bildung, also in der Schule oder vom Fernsehen oder wo auch immer. Wir lesen vieles, was so abgefärbt ist, wie sie es erzählen. Also die ganze Geschichte von Adam und Eva, dass Eva den Adam verführt hat, vom Äpfel zu essen, und dass dann beide verflucht worden sind, auf die Erde gekommen sind, und auf der Erde eigentlich, dass man da dann eben wie eine Qual, dass es eine Qual müsste sein, dass es da eben die Frau zum Beispiel die schmerzhafte Geburt als Strafe hat, weil sie eben Adam verführt haben sollte und so weiter. Und das gibt es bei uns alles nicht. Eigentlich ist schon von Anfang an klar gewesen, dass Allah Adam bzw. der Mensch für die Erde erschaffen hat. Das wird sich nachher nochmal an einem anderen Ort auch zeigen. Das ist wichtig, um das Ganze zu verstehen. Jetzt, wenn wir die Eier anschauen, sieht das so aus, wie wenn nur die erste Hälfte der Mensch betrifft und die zweite dann nicht mehr. Also die Erde hat er für den Mensch erschaffen, also für uns, und zwar alles, was er auf der Erde erschaffen hat. Und dann wandte er sich den Himmel zu. Sogleich macht er die 7 Himmel, also die 7 Himmel erst nachher erschaffen, und er ist allwissend und also ist über alles allwissend. Wenn wir aber nachher jetzt die nächste Eier anschauen, wo ist Adam a.s. erschaffen worden? Ja, das habe ich schon gesagt. Im Jannat, ja. Und wo ist der? Das ist jetzt eine tricky Frage. Aber es gibt eine Ayah in Surah An-Najm, wo Allah Ta'ala Jannah als gerade unter dem Thron, beziehungsweise gerade bei der Sidra beschreibt. Also ist es in einem von den Himmel. Wir wissen es auch vom Miraj, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Reise in die Himmel gemacht hat und dort eben Jannat auch gesehen hat. Also kann man sagen, dass Jannat im Himmel ist, aber natürlich, das ist nicht der Himmel gemeint, wo wir hier sehen. Das sind andere Sphären. Und dort ist er erschaffen worden. Ich möchte jetzt gerade zur nächsten Ayah überkumpeln. Also Surah Al-Baqarah, Ayah 30. Allah sagt, das ist jetzt eine längere Ayah am Anfang. Und erinnere daran, als dein Herr zu den Engeln sagte, gewiss, ich setze auf der Erde einen Khalifa ein. Also da haben wir jetzt den Punkt jetzt schon wieder. Adam a.s. ist noch gar nicht erschaffen. Er ist nicht erschaffen worden. Allah Ta'ala wird erst ankündigen, dass er ihn erschaffen wird. Aber er sagt nicht, ich erschaffe ihn für Jannat. Er sagt, ich erschaffe ihn für die Erde. Er schafft einen Khalifa, um ihn auf der Erde einzusetzen. Der Begriff Khalifa werden wir nachher noch genauer anschauen, was Khalifa genau heißt. Und eben das widerspricht eigentlich der christlichen Meinung, wo anders ist, dass quasi die Strafe vom Essen von der verbotenen Frucht der Grund ist, dass man dann aus dem Jannat verbannt worden ist. Was zwar stimmt, also das passiert dann schon. Wir werden das dann sehen, wenn es dann so weit ist. Aber die Erde, und das ist der wichtige Punkt, den wir mitnehmen, die Erde ist nicht der Ort, wo der Mensch bestraft wird. Wäre das so, also würden wir auf der Erde sein, weil es eine Strafe ist, also weil es quasi wie eine Strafe, das müsste wie ein Gefängnis sein, oder dann müssten wir Qualen leiden, oder... Aber im Gegenteil, Allah Ta'ala gibt uns auf dieser Welt alles. Er hat gesagt, er hat alles erschaffen für uns, damit wir es verwenden können, damit wir Freude haben, damit wir essen können, damit wir geniessen können. Also alles, was da ist, ist für uns erschaffen worden. Wenn jetzt das der Ort der Strafe wäre, wäre das eigentlich paradox. Es ist schon ein bisschen Strafe, weil Adam a.s., der ja Jannat gesehen hat, der den direkten Unterschied sieht. Für ihn ist das natürlich dann schon ein Schritt zurück. Aber es ist nicht der Ort der Strafe. Der Ort der Strafe ist Jahannam. Und wir werden nachher am Beispiel von Iblis sehen, dass der direkt ins Jahannam gekommen ist.
Also das ist dann die eigentliche Strafe. Also die wirkliche Strafe, und die ist dann ewig, das ist, wenn man ins Jahannam kommt. Und jetzt möchte ich 2 Geschichten erzählen, die mal losgelöst von dem, um vielleicht die ganze Situation ein bisschen besser zu begreifen. Bei der ersten Geschichte geht es darum, also wir sind jetzt in der heutigen Zeit, in einer grossen Firma, und es geht darum, dass ein Mitarbeiter versetzt werden soll. Vom Hauptsitz in irgendeinem Rand, also jetzt, sagen wir von Zürich auf, ich weiß auch nicht, wo ich kann versetzt werden, ins Appenzell oder irgendwo, wo es nicht so spannend ist, also wo man vielleicht nicht so gerne hingehen. Alle in dieser Firma wissen, dass nur der Betroffene selber weiß es nicht, weil der an dem Tag gerade nicht da war. Also der wird versetzt, man macht das ab und es ist schon klar, dass der versetzt werden wird. Am nächsten Tag, wo der betreffende Mitarbeiter in die Bude kommt, kommt er zu spät. Nicht viel, nur ein paar Minuten. Und da ruft der Chef gerade mal zu sich und sagt, du bist zu spät gekommen und als Strafe wirst du jetzt versetzt. Jetzt darfst du nicht mehr in Zürich arbeiten, jetzt musst du auf Heeresal gehen. Oder wo auch immer. Jetzt hat es sich aber ergeben, dass der Mitarbeiter, der versetzt werden sollte, als er in die Bude gekommen ist, gerade vor der Tür von einem Freund angehalten worden, und dem erzählt hat, du, wir haben alle gestern ein E-Mail bekommen, wo drin gestanden ist, dass du versetzt werden wirst. Weißt du das schon? Und das war der Grund, warum er zu spät gekommen ist. So schwer er eigentlich nicht zu spät gekommen, aber der ihm das erzählt hat, hat es sich klar, wir haben es ein paar Minuten geredet, und aufgrund von dem ist er zu spät gekommen. Jetzt sagt der Chef, ich tue dich versetzen, weil du zu spät gekommen bist. Wie wäre jetzt unsere Reaktion als Mensch? Als Menschen, wie würden wir reagieren? Also wie würdet ihr reagieren? Ihr werdet versetzt. Also wir sind gerne da, wir wohnen in der Nähe und jetzt müsst ihr irgendwo nach 1,5 Stunden mit dem Auto einfahren. Ich würde künden. Viele von euch haben vielleicht noch gar kein Auto. Ich würde künden. Du würdest künden, aber was würdest du vorher machen, bevor du kündest? Ich würde sagen, die Rede stellen. Nein, also ich würde sagen, ich habe es erfahren, das ist eine Lüge. Ja, du würdest den Chef zur Rede stellen und sagen, was soll das? Was soll das ganze Theater mit von wegen, du bist zu spät gekommen und wegen dem und wegen dem? Ja. Okay, dann wir das jetzt mal so im Kopf behalten. Ich komme zur zweiten Geschichte. Später heute, einer macht eine Lehre in der Bude, das ist eine grosse Firma, und fährt ganz unten an, macht die Lehre, nachher ist er ein einfacher Angestellter, schafft sich auf einen Vorarbeiter, wird Lehrmeister, kommt weiter rauf, und über ein paar Jahre hinweg tut er sich so weit aufschaffen, dass er Vizedirektor wird. Das ist natürlich ein schöner Posten, jetzt hat er guten Verdienst, hat Leute, die für ihn arbeiten, Leute, die ihn bedienen. Jetzt hat er nur einen, der höher ist als er, nämlich der Chef selber. Und eines Tages kommt der Chef mit so einem jungen Schnaufer, so einer, der 16, 17, ich sage mal 18 ist, und sagt zum Vizedirektor, du, ab heute übernimmt er deinen Job. Du musst ihm deinen Platz frei machen. Der wird jetzt dein Chef sein. Und wenn du gerade aufgestanden bist, hol ihm gerade einen Kaffee. Wie würde er jetzt reagieren? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber auf Wiedersehen, das ist dann die nächste Reaktion. Aber vorher, wieso auf Wiedersehen? Passt nicht.